Guten Morgen, Tien Dollar. Ich heiße Ihnen hier herzlich willkommen. Das ist eine Morgenbotschaft. Und wir sind aber durchgekommen, wo wir wollen wieder in die Beipredigt gehen. Das wird auch die Beipredigt der 23. Platz sein. Ich habe aber gedacht, dass dort wird in so viel Platz gehen abzuteilen. Wenn er sich Zeit nimmt, durch mal Einzelheiten beim Studieren, dann kommt er doch ein Teil rein. So, wir sind über Matthäus 5, Matthäus 6, Vers 5 bis 8. Weil wir von der und eben etwa das in die Bekanntmerken, während der Meier Vers, wobei kicken wir das eben, und da wird ein bisschen lange Zeit geben für eine Botschaft, so, ich habe das abgeteilt, nicht bis bis Vers 8. So, wir uns das mal eben lesen. Matthäus 6, Vers 5 bis 8. Und wenn je beten, soll je nicht so tun als der Heuchler, der gieren in die Schulen und auf begossenen Eigenstunden in beten, so dass die Menschen an seinen sollen. Ich sage ihnen die Wahrheit, die haben ihren Lohn allweg. Wenn die beten das, dann go in deine Stube und merk die der Tau in Bett, zu dienen Vater im Geheimen. In den Vater, der du sit, wat im Geheimen verjährt, weit, wat die du verlohnen. Und wenn die beten, red nicht so viel laut wird, als die Völker tun, die meinen, sie wollen gehört, wenn sie viel Wert brauchen. Je sollen nicht so sein als die, weil sie Vater weit, was die brauchen, euer jeder am Beten. Warum man Gebet anfangen? Lauer ihr euch davor, wie kommen wir verdienen, wir danken dir für diese Morgenstunden, was die uns gegeben hast. Und ganz besonders Dank, wie verdient wird. Und Herr, wo wird wie das keine Weisheit gehen, wenn das nicht nur die? Wo wird wie all das kann weiten, Herr, wenn die nicht selbst wirst von Himmel raufgekommen und hat es gelehrt. Und das zum Staunen, wo viel die gelehrt hast. Wo viel Weisheit du bist hast. Und für all das Dank wie die Herr. Aber Herr, dort allein, weiten, dass die gelehrt hast, dort hält man es noch nicht. Wenn du uns nicht das Wort rieren das und uns das Wort updaten das, dass wir selbst die Wahrheit begreifen können, Herr. Du wegen bad wie, dass wir das dann auch machen vernehmen, was deine Weisheit uns wollt lehren. Und Herr, du allein kannst das wirken, dass wir das Verständnis aufgedacht kriegen und dass wir dadurch können, den Wort dein verstehen. Das ist das, worum wir für die kommen und worum wir die einzeln die diese Weisheit freuen. Und möchtest du uns die geben in Jesus Namen. Amen. So, das haben wir Jesus in Wort, was er auf dem Boy predigen deut. Wenn sagt, wenn je beten, soll je nicht so tun als der Heuchler. Und was würde ein Heuchler sein, wenn wir mal würden kicken, was ist das? Meinen wir, dass ein Heuchler kann mal beten dat? Da wird wir auf einmal sagen, ein Heuchler wird vielleicht öffentlich manche Menschen vielleicht beten, als er überhaupt beten dat. Und wenn Jesus hier sagt, wir sollen nicht so sein als der Heuchler, und was wir klar merken, was ist ein Heuchler? Ein Heuchler ist, der stellt sich so an, als wenn er sagt, was er ist, als er wirklich ist. Dann wird ein Mensch heucheln. Und in einem von den Städten in der Schrift, wo wir das kann sein, wo ein Heuchler sich so klar wo ein Heuchler sich so klar rüttigen dat, da wird das sein, wo wir fängen Lukas 8 hier in Vers 9, wenn wir sollen wovon Unterschied du erst verschen, wer damit dich für Gott kämpft, und wer bloß will euer sein. Der wird wel euer sein, der wird wel Jahren haben, die Menschen sollen hoch denken von ihm. Und der wird zwischen denen, was du mit einem geschlaunet Hort für Gott kämpft, und einfach sich bis mal ausschalten dat. Wenn wir mit Lukas 8 hier in Vers 9, du mal anfangen zu lesen. Hier sag ich, das ist auch was Jesus sehen wird. Hier sag ich, in today, die sich nur ihre Meinung sagen werden, dass sie gerecht werden, und ab andere raufkicken, verteilt er das Gleichnis. So, hier hat er Menschen für sich, was du
raufkicken auf andere und sie werden sich sicher, sie werden reich. Und was von der Weg werden sie reich, sie werden Helden, sie können alles besser nur. Und in diese Menschen, die du beziehst, diese Arme, diese Sünder, wie würden man sagen, vielleicht wären die Söhne, die wären abrechtig im Hort, das worum sie tauschen, wo sind ich sie werden. Und was meint abrechtig im Hort sein, das sei wie in Psalm 31. Entschuldigung, Psalm 32, wenn wir mal ein klein bisschen anholen dann. Psalm 32. Du sagst, das ist von dem König David. Du sagst, David ja für Unrecht. Gesehen sind die Menschen, die er vergungen vergift ist, und die ihre Sinnen bedacht sind. Gesehen sind die Menschen, die den Herrn, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet, und die in ihren Geist ganz abrechtig sind. Nou, wenn wir nicht ganz horchen, was der König David hier meint, dann können wir hier vielleicht sagen, oh, das in dasselbe, das König David sich auch wahr sprechen. Er sagt, das sind Menschen, die ihre Sünden vergeben sind. Und dann sagt er, aber die sind ganz abrechtig. Wo kannst du sagen, die sind ganz abrechtig und die haben aber Sünden vergeben? Ein Sünder ist ein Abbrecher, oder wie würde man sagen, das ist ein Sünder, der hat sich verschuldigt. Wo kannst du dann sagen, dass ihren Geist ganz abrechtig sind? Redet hier von perfekten Menschen, die Himmel was anrechtet getan haben? No, das ist nicht, was David hier redet. Er steht dort tau. Dort abrechtig kommt davon her, dass er dort tau steht, wo die Sache ist. Er steht dort tau. Er sagt, wie würde man sagen, dort wird Büße, was gebraucht in der Bibel, wenn er sagt, dort Büße, dort wie bei der Büße gebraucht worden, von wo kommt das her? Dort wird Büße dort als ein Tauschstund. Dort als ein Hand geben und dort mal Tauschstund, das stimmt. Warum muss sein, ich komme nu in einen Bruder, was sich verschuldigt hat. Und der Bruder steht dort und der sagt, ja, das stimmt, dort die besser reich. Das ist einfach, was für die Leo ist. Und der steht dort, das ist Büße da. Warum? Dort wird Büße, dort wird du von genommen, wo das meint, ich mein das Salje, ich stehe dort, ich sehe das mit Einverstehen. Und so, der Schrift sagt uns, wo sind wir sind. Der Schrift wies uns, wer Gott ist, und dann wies der Schrift uns, wer wir sind, und dann soll wir den Unterschied durch so. Und dann sagen du, Büße tun oder nicht Büße tun. Nicht Büße tun, das ist du gegenfährten. Das, was die Schrift sagt von uns, wer wir sind, du gegenfährten. Das ist unbußfertig. Büße tun, das meint, wir sagen dasselbe. Büße tun, das meint, ich stehe dort, was die Schrift jetzt von mir sagt, das stimmt, das ist so. Und so hier ist der König David, wo du sagst, der redet von, der wird im Ehren Geist ganz abrechtig sind. Und dann redet er von seinen Sinn. Dann redet er von, als ich meine Sinn stillholen will, stehe ich den Tag hier durch ein dass ich hier umkomme. Und wir wollen hier nicht wieder an das Thema angehen, aber was ich will reden hier, so, das ist das. Was ist nicht ein Heuchler? Was du nicht ein Heuchler ist, das ist so nah, wo dort Tau steht, wo das mit seiner Leo ist. Und da, wo wir hier kurz waren, wenn wir hier in Lukas 8 hingehen, wenn wir die wollen 3 durchgehen, wo wir das sein können, was der Unterschied zwischen einem Heuchler und einem bösartigen Sünder ist. Und das ist das. Der wird in ihrer Meinung sie wären reich. Sie wären gleich reich, aber sie deuten sich so, wenn sie reich wären. Da müssen sie so heucheln. Aber dass sie diese Blumen immer wieder können für die Menschen malen. Wenn es nicht möglich, dass wir unsere Sinn immer wollen können Platz holen für die Menschen, dass die das nicht wollen machen, dass wir doch nicht so perfekt sein, als wir uns haben geprüft und handgestellt. So, das kommt doch für einen Tag. Und so, was Jesus hier tut, ist, er braucht hier 2 Menschen, ein Pharisäer und ein Tagsklagter. Und so dann sage ich, hier ist es das. 2 Menschen, ein Pharisäer und ein Tagsklagter, gingen im Tempel beten.
Der Pharisäer stund in Bett für sich selbst so steht. En dat was een denkhal. Hij bedt voor zichzelf zo steht. Maar wanneer bedt hij? Hij redt veel van zich, aber dat deut hij moe wanneer mensen is acht geven op hem. Wanneer de attention is op hem wird. Okay, nu komt das gerecht der Pharisäer. Nu wordt hij afhangen te beden en alle mannen is niet stil. Nu horen die alle wat das gerecht der Pharisäer te beden heeft. Dat is wanneer dat passiert. En wanneer mensen niet alle op hem kijken, dat is wat ik gleichen. Den Heuchler gleich so hier, dat die mensen attention op hem geven en dat hij zich toe kan openbaren, wer hij niet is. En zo, das Pharisäer, die betet zo dit. Hij betet te zichzelf. En hiermit wird das Pharisäer ging dat nicht dat eine Gemeinschaft zu haben mit Gott. Diesen ging dat sich wiesen für die Menschen. Und wenn die Menschen einfach bloß nicht was Gott sein können, dann muss heute Menschen das denken halten, weil Gott heute nicht wird. Und was ihr Gott, wenn die wollen haben, wenn die wollen haben, dass die Gott was zu sein sind, das darf je kein sein. Wenn die Menschen nicht was Gott in den Morgen, dann sieht still. Wenn's womöglich will Gott den Menschen das euch wiesen, wenn ihr noch was Gott zu tun, sieht so eine Sache. Aber anyway, das Pharisäer ist gerutzt das Jende. Der Pharisäer stund ab und bet für sich selbst so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so sehe als andere Menschen. Okay, hier was das erste einen Heuchler, wo einen Heuchler das geht. Das heißt Beruf, dass ich nicht so sehe als Jana. Dass ich so viel besser sehe als Jana. Das Räber, Eierrechte, Eierbrecher, oder so aus des Tags klagt da. Danach, Kimmel, hierauf, einfach nach, das ist nu noch, das des Tags klagt da hier. Ich meine, der soll hier nicht mal in den Tempel sein, nicht? Ich fast zweimal die Werk in je von all meinen Ernahmen den Tieren auf. So, er steht nur und redet von, was von Gott er getan hat. Mir fällt hier noch eine Schrift steht bei. Und da ist ein Kliniksche wieder in Matthäus 7. Wenn Jesus von dir redet, wird du kommen und sein, was von Gott er getan hat. Matthäus 7, Vers 22. Wenn Jesus es dit sagt, und jenen Tag werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, hab wir nicht in deinen Namen geprophezeit, und in deinen Namen so tun nicht gedreven, und in deinen Namen viel gewollt, gewolten getan? Und dann, wo ich an sagen, ich habe noch nie gekannt, was ich mit ihnen geschlachte. Doch wir würden uns even wollen, was zu erwähnen, dass wenn wir was Gott getan haben, das soll uns frieren. Wir uns soll eine Frostverlängen in den Regen kriepen, indem dass wir noch mal Han uns erhebt. Und Han geglaubt, wir haben was Gott getan. Und so, das ist, was passiert mit einem Mensch, der sich selbst erhebt, und danach, was du vor Gott kämpft, und weil Gott wiesen, guck mal, was von Gott eigentlich getan hat. Guck mal, wie viel ich aufgegeben, guck mal, wie viel ich der Arme gehalten habe. Jesus hat eine Antwort für dich. Ich habe ihn noch nervös gekannt. Die sind nicht mal die Menge. Was mit dient. Und so, das ist, was das Pharisäer da tut. Jesus warnt das, sieht nicht, dass der Heuchler. Der wird stehen und merken sich bekannt, was von Gott sie getan haben. Und ich will mal gucken, was das Jende ist. Aber der Tagsklag, da stimmt wieder auf. Und will nicht einmal in den Himmel gucken. Was meint das du, wenn die will nicht einmal in den Himmel gucken? Weißt du, was dieser Fall sich dort nicht mal wird, nach nur zu kommen und nach viel weniger in den Himmel zu gucken. Dass die wird even, dass der Reich an Gott untergucken. Aber schlug sich auf den Bras und seht, Gott hat Mitleid mit mir Sünder. Der sieht bloß krank, dass es wird. Guck mal, wo wenig wird, Herr Bruck. Guck mal, erst du ruhig zu wiesen, wer er ist. Er hat bloß Einheitslehr, was am fehlt. Und das ist genug. Gott, was könnte die sein?
Wat könnt die sein, was du nicht all weißt? Und wenn ich mein Leben überdenken do, so unabrechtig als ich gehandelt habe, so sehr hart als ich für die komme, like, was kann ich die sein, was du nicht all weißt? Und wenn du das alle weißt, und wenn du gerecht rechten wirst, like, wo komme ich bloß zu stehen? Und dann ist so ein Sünder, was du ütropen sagst, sieh mich Sünder gnädig. Like, straf mich nicht, dass ich verdient habe. Und was sagt Jesus zu uns dort? Er sagt, dann ich sei jünd, dat dis Mann en nicht jana für Gott gerecht vor ich in Hus ging. Schau mal, das ist wieder, was du gerecht in Hus ging. Das ist, was du, der Zustand ist, wie es will sagen in Psalm 32. Der ganz abrechtig in ihr Hort sein. Wenn es abrechtig im Hort sein, das meint der Wahrheit Zustand. Abrechtig meint dort, ich sehe einen Sünder, ich schlug das dass ich einen Sünder sehe. Ich habe gesündigt, ich schlug das dass ich gesündigt habe. Ich sehe das nicht motiviert, für Gott zu kommen. Ich schlug das dass ich nicht motiviert sehe. Das ist abrechtig sein. Das meint, das so sein, dass es ist. Und Jesus sagt hier wieder, sagt er, und ich sei jünd, dort des Mann, und nicht gerne, für Gott gerecht vor ich in Hus ging. Weil wer sich selbst erhebt, und das ist am Wort das geht. Ein Heuchler, der hat immer einheitsleid am Wort das geht. Sich erheben. Der will immer durch Heuchler stehen, der will immer haben, dass die Menschen sollen gut denken an ihm. Über ihm. Der soll am Hoch heben, der soll Wunder denken von ihm. Er sagt, wer sich selbst erhebt, wird raufgestarrt worden. Er wird raufgesagt worden. Aber wer uit sich selbst raufsticht, wird erhoben worden. Wie sagten uns rauf? Wie stunden da, wer wir sind? Wir sind nicht so Gott. Und was ich wollte, das wäre die erste Versicherung, was die Menschen zum Sünden fallen. Das Verlangen, hoch zu sein, das Verlangen, abzustehen, das Verlangen, so zu sein als Gott. Like, ich will Gott sein. Ich will alles in meine Kontrolle haben. Ich sehe die Wert. Dort Verlangen, wie genug, dass sie können verletzt werden. Und das ist gerade, was die Menschheit von der ersten Tag. Die Versicherung ist immer noch wahr, dasselbe. No, das ist nicht so, dass gestorben werden. Wie würde man sagen, von dem, was du sagst, oh, das ist nicht so, dass die wirst verloren gehen. No. Wenn die wollen das tun, like, wenn die mal wollen, die Muskel anstrengen, aber Jesus sein als Gott, like, dann sagt die, der wird auf den Thron sein. Der Lehre ist, was die so tun, dann am Anfang braucht, dass haben wir dieselbe Lehre. Deswegen, was die so tun, weiß ich mal, was nicht abzukommen. Die kann man immer wahr, mit dasselbe ab. Und so, das wurde mir gesagt, wer sich selbst erhebt, was sind die Wege, um sich selbst zu erheben? Hochdenken von sich selbst. Eine große Zufriedenheit mit sich selbst. Und sich so fühlen, die Menschen sollen mich mal loben. Aber du sagst, wie nicht geplant mit ihr, ja. Oder wenn wir uns selbst sehen, wenn wir wollen abrechtig sein, fingen wir doch noch so statt. Fingen wir doch noch, dass wir feiern uns gut, wenn wir gut reden von uns. Wenn wir uns loben. Wenn wir da abrechtig sind, dann sagen wir, ja, du hast Trouble mit. Und wenn wir sagen, wir haben nicht Trouble mit, dann würden wir all unseren verherrlichten Körper gekriegt haben. Da würden wir all nicht mehr ab das in ihr sein. Wenn wir nicht mehr Trouble mit haben, dann würden wir all machen, wie Gott sein, und da würden wir unseren verherrlichten Körper machen haben, da würden wir das verdorbene Fleisch und Blut all machen bieten sein. Das fühlt sich bloß gut, wenn ein Mensch gut redet von dir. Das Fleisch hat ein Verlangen du noch. Ich meine, hast du was artig, wenn Menschen gut zu reden haben von uns? Nun, das ist nicht mal artig, die sollen gut zu reden haben von uns. Aber nur andere gut reden von uns, warum wollen wir das selbst? Wenn andere nicht wollten, was Gott zu reden von uns, dann schüft das nicht. Dann siehst du nicht nur, dass andere sollen Gott reden. Und das wird der Heuchler, der wird gieren, wollen haben, dass die Menschen sollen Gott von anderen reden. Und ich habe mal einmal diesen Zeug gesagt, und ich habe das ungefähr gehört, dass das gesagt wird. Wenn die Menschen bloß mal nicht was Gutes zu reden haben von einem,
Ein Hechler, der sägt oder nur, dann redet er selbst, was Gott. Oder wie würde man sagen, der Hechler, der redet all so gut von sich selbst, dass andere all nicht ewig bleiben, nach was Gott zu reden. Das hat er all selbst gesagt. Wenn er sagt, wenn wir trainen ans Tagskunde, Matthäus 6, Vers 5, er sagt, wenn je beten, soll je nichts tun als der Hechler, der Jieren in Schulen auf begossen Arten Stunden in beten, so dass die Menschen anseinen sollen. Ich sage Ihnen die Wahrheit, die haben ihren Lohn weich. Sie, ein Mensch, wo du will haben, die Menschen sollen gut reden von ihm. Die wollen auch. Du wirst weich sein, du wirst Dinge tun können, dass die Menschen wollen gut denken von dir. Und die wollen dich hochheben. Und die wollen die loben und die begrüßen und die in Lehrer nahen und die in Ältesten nahen und die in Prediger nahen und die in Lizenziat. Was immer du was haben, dass die Menschen sollen gut reden von dir. Womöglich wird Gott das einen Tag tun, dass die wollen gut reden. Die wollen sehr hoch reden von dir. Aber heran sagt er, wat je wat, dat is ook alles wat je wollen kriegen. Alles wat je du verkriegen wollen, als dat die Menschen wollen gut reden von dir. Was ist der Trouble damit, wenn die Menschen gut reden von uns? Und Gott nicht gut redet von uns. Du hast dort eng. Wir sind hier weggestorben und die Menschen können nach Luther, nach einem Monument abstaulen von uns. Die können nach Luther viel gut reden von uns. Und können uns noch mehr haben als ein Aufgott gemerkt. Aber das ist auch alles, was die wollen kriegen. Du hast das noch nicht mehr. Wenn wir schwören, für Gott sind gerecht stehen. Da wird wir in Matthäus 7 losen. Erst krieg, was wir wollen zur Antwort kriegen. Ich kann das nicht. Wach mit die Schlachte. Die sind nicht die Minge. Aber dann geht Jesus wieder hier in der 6. Vers. Er sagt, aber wenn die beten das, dann gehen die in die Stube und merkt der hängen die Tau. Und bet zu dienen Führer im Geheimen. Und den Führer, der du sitzt, wird im Geheimen verjährt, wird die du verlohnt. So, das ist eine große Gegenvers von der Fünfte. Wenn die beten das, dann lohnt dort die Gemeinschaft zwischen die und den Führer sein. Zwischen die und Gott sein. Like, du lässt die Menschen actually ut, Ramadie. Diese Gemeinschaft ist zwischen die und Gott bis ganz Glück. Ich habe hier noch nu sage ich, dass ich hier noch eine Frage ausgeloten, wo ich jemand will. Ich will noch einmal ein klein bisschen drübergehen. Vielleicht entschuldige ich, weil ich nicht dahin online kriegen. Jesus, der hat noch eine so sehr strenge Wert für die Pharisäer. Der wird durch Gieren wollen gesehen sein als gute Menschen, die nehmen sich Zeit und beten. Und die beten für die Wirtfrühen. Die tun aber so grauslich sehr viel für die Gemeinde. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 14. Woher gehen Schriftgelehrte und Pharisäer? Je Heuchler. Je freten die Wirtfrühes uit dem Haus und merken lange Gebete, um gesäunen zu sein. Deswegen wird jene Verdammnis so viel gerater sein. Hier sei wir dort wenn dort ist, woran wir uns und Dinge kümmern, dort wir wollen gesäunt sein. Aber hängerisch in Genaten davon haben, hängerisch, dass es für uns nicht Genaten geht, nicht um zu halten, sagt er, jene Verdammnis wird du für gerater sein. Nicht trainieren in 6. Vers. Wir wollen dass das Gebet, das geht nicht um den Menschen zu wiesen, wo soll ich beten darf. Das ist nicht um, was das geht. Das Gebet, das geht um Gemeinschaft zwischen uns und Gott zu haben. Und Jesus wir das Beispiel, wo diese Gemeinschaft arbeitet. Wenn heute so viel Dinge deut, wo die Menschen sich alle so sehr überwundern deuten. Und die kommen wohl am Schirtem kann nicht mehr. Dann reiht er sich weg von da und dann schlägt er sich in einer Port in der Stadt und hat die Gemeinschaft mit Gott, wie im Gebet. Er reiht sich da immer weg von, wenn die Menschen am hier wollen hochheben. Wenn es diese Ehe, was er von den Menschen kriegt, der wir so nicht gegen die Ehe, was er von Gott kriegt. Und so, wie sagen das in Lukas 5?
Dort Jesus selbst wieder, was du im Geheimen ging beten, was du warum tut er dort? Warum ging er apart? Und warum schlägt er sich apart? Und dort aus dem Bett ist, weil wir wollen dort tun, wo wir ein großes Verlangen noch haben. Jeder Moment, wo wir haben in uns Leben, wo wir immer ein bisschen Chance haben, dann schlägt wir uns wo haben, wo wir schwinden dort tun, wo wir so sehr voll von sind. Stimmt das oder stimmt das nicht? Weil dort erstmal ein Fußspiel, jeder Moment, wo wir haben, dann haben wir das Fuß in der Hand. Und wenn dort, was immer das ist, und das sind jetzt oder nicht sind jetzt. Jeder Moment, wo wir haben, da wir kriegt dort, wo wir voll von sind. Nicht, weil wir uns hier sehen. Jeder Moment, wo wir abends haben, wo schlägt wir uns haben? Und was tun wir dann? Oh ja, mir geht eine Frosttag. Mir geht eine Frosttag, wenn ich bis mir besäue. Jeder Moment, wo ich habe, was tue ich bis? Und das sagt das, wer wir sind. Aber hier müssen wir uns fragen, weil wir abrechtig sind, weil wir dort tun, wo das mit uns steht. Wenn wir dort tun und wir sagen, oh ja, Gott, hab Mitleid mit mir. Like, wow, wo sehe ich bis? Dann go wir reichen Hüs, das Jan Tags klagt. Aber ich würde Ihnen gleich noch eine Schriftstelle lesen, Lukas 4, Vers 12 bis 16. Da sagt, dort nimmt sich so Raum, als heu in eine gewisse Stadt wird, kam durch ein Lepramon und sagt, Jesus und schmeißt sich lang vor am Doel und sagt, Herr, wenn du wärst, kostet mir reinigen. Und er streckt seine Hand aus und schier am Ohren und sagt, dort wo ich donen. In demselben Augenblick, wie seine Krankheit war. Und als Jesus verbot, dort irgendwem zu sein. Aber er soll gehen, sich der Priester verstellen und als ein Zeugnis für seine Reinigung ein Opfer bringen, so als Moses befohlen hat. Aber dort nichts von was er getan hat, verspreut sich bloß so viel mehr, und die Menschen kommen beschoben, zu hören und von ihre Krankheiten geheilt zu werden. Nu hört mal, was Jesus dann tut. Das nichts, das verbreitet sich, und das nimmt so sehr zu, und Jesus, der hat so viele Menschen rum uns, und alle Menschen, die kämpfen nicht, dass Jesus ist die Hauptsache, von was geredet wird. Und es steht, dass Jesus so lang sich lässt, ehren aus, und hier euch sein da, sagt, dass es steht. Aber Jesus ging zu Tiden für sich allein, zu beten. Er reiht sich bis weich von dir. Er sagt, dass er fortkam. Traf Jesus alle ihr. So ist Gott allein. Yes, den traf er. Aber er kam uns hier aus dem Vorbild zu wiesen, like, als das noch was die hier habt, dass ihr sehen soll. Nee, nicht mal heu. Er brach sich durch am Weg. Und er hat das deutsche Verlangen, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Das, wo er sie nichts fängt. In Markus 1, Vers 32, hier sei wie noch eine Begebenheit. Als Jesus hier schon da gedient hat, und wie würde man sagen, als er schon ut wird. Als er ganz utgebrungen wird, von Predigen und von Heulen. In Markus 1, Vers 32, da fängt das an, und dann kommt der Abend. Als dann zuwes erst der Sonne unge wird, werden alle hun Kranke und Besetzene nur Jesus gebracht. Die ganze Stadt sammelt sich fertig dir. Und Jesus heilt viel von ihren verschiedensten Krankheiten. Er treibt viel bei sich Gäste raus. Er lässt die Gäste aber nicht reden, weil sie wissen, wer er wird. Am nächsten Morgen, tidig bei dieser stund Jesus ab, verleiht dort Hüs und ging nach einer einsamen Stadt zu beten. So, er hat bei Lot in der Nacht, womöglich, ist einen schweren Tag gehabt, und dann Lot bei in der Nacht, so viel Kranke geheilt, und womöglich viele, die noch geblieben sind, die sind durch Rammer und Hüs geblieben, dort
dat hij vielleicht nicht mest, dat het meest moest een Wunder passieren, dat hij kan zich de Weich lecken. Tätig ist das nach dieser wird, dann wie hij apart im Gebet, apart bei Gott, im Gebet. Bei Kimmel wird die Menschen das immer für uns anchecken. Die Menschen sind immer das Wort neidig. Die Menschen, die haben so sehr leicht, dass die dann kommen und sagen, oh, Kimmel, was Petrus hier hat. Hier in der 36. Vers. Und Petrus, und der wird bei ihm wir sagten sich an. Und als sie empfangen, sehen sie, alle Mann segne die. Ich komme Jesus das sagen, Kimmel, wie viele Kranken du noch fehlen zu heilen. Und du bist hier allein. Kimmel, wie viel du verstehen kann. Kimmel, was du nicht alles zu tun fehlt. Und du bist hier allein. Jesus weiß mit das. Das, was wichtig wird. Das allein sein mit Gott. Die Kriegs, was wir gewinnen, die gewinnen wir nicht mit uns Fleisches uitstrijken. Mit einer großen Herd opkrijgen. Den Krieg, was wir gewinnen, den gewinnen wir ab Knäues für Gott. Wenn wir erst im Krieg gehen, weißt du, was dann ist der Krieg all gewonnen? Wenn wir erst abstehen, wenn wir an die Knäuen erst aufsteigen dann ist der Krieg gewonnen. Das sei wie du wie Jesus. Als er du im Garten wird, wo er mit dem Tod kämpfen dort. Als er durch abstand, dann hat er gewonnen. Da wird das ewig. Nie wird das bloß noch das Fleisch, was er zu leiden hat. Aber den Kampf, was er kämpfen dort, was am Milch im Blut schweiten, der war du so ab Neues gekämpft. Der war du allein für Gott gekämpft. Du wirst nicht ein Jünger, was du können mit ihm sein, die schleifen alle an. Das tut er allein. Und wenn Petrus sagt, Kimmel, alle Mann segne die, Kimmel, du sagst noch so viel, was du sollen geholfen werden. Du hast noch so viel Not. Was sagt Jesus dann? Jesus sagt, weil wir unter wir ihn hängen. Nur die Dörfer, die dich bei sind, dort ich du auch predigen kann, dort ist, wo du gekommen sie. Und andere wird Jesus wird sagen, Petrus, weißt du, wo ich gekommen sie? Ich sie zum Wesen gekommen, ich sie gekommen, zu wissen, was wirklich wichtig ist. Und die kann sagen, es mir anders schwer. Dort ist, wo ich gekommen sie. Und so wir sehen dort, wo neidig das ist, dort diese Gemeinschaft, dort wieder zwischen uns und Gott haben. Aber ich will uns einer Frau, und wir abrechtigt uns die Frau beantworten. Wovon großes Verlangen haben wir, uns wohin zu schlecken, apart von Gott sein? Und dann müssen wir alle unser Herz aufnehmen und müssen wir alle diesen Respekt für Jesus haben und sagen, well, vielleicht ist das der Einzige. Vielleicht ist das der Einzige, was das jemals ist, das gekannt hat, so es wirklich so, wenn es das ist. Aber danach müssen wir uns fragen, wenn das uns abgegeben ist, als Christen, was von Verlangen haben wir, uns wohin zu schlecken, sind wir in Gemeinschaft mit Gott? Wo liegt was uns dort in Ohl, wenn wir wo allein sind? Wo langweilig wird das? Dort ist der Mut stark, um uns zu merken, wo wir uns mit Gott stehen. Wer kann nicht sagen, ich darf mich durch einmal nicht verbessern? Wer kann nicht sagen, oh, ich sehe immer in Gemeinschaft mit Gott? Wenn wir abrechtig sind, und wenn wir da stehen, in was von der Zeit wir leben, in was uns den Kopf rumdreht, wo beschäftigt wir sind mit den Dingen von dieser Welt, muss wir sagen, wow. Und dann darf ich kein von jenen sein. Dann darf ich bloß mich selbst sein. Die Gemeinschaft, was ich mit Gott habe, ist so sehr
vlak. In vergleich zu wann ich die besoin, wo Jesus seine Gemeinschaft mit Gott wird. Und wenn wir das tun, dass wir sagen, meine Gemeinschaft ist nicht da, wo die soll sein. Meine Gemeinschaft, die ist so sehr, wie das war. Dann haben wir gehalten worden. Aber wenn wir da stehen und loben uns, dass das Pharisäer das tat, und halt noch denken, wofür Gott das tat, dann habe ich keine Hoffnung für ihn. Aber wenn wir da stehen, ich komme kalt. Ich habe das getan, was ich nicht soll. Meine Gemeinschaft, die ist nicht da, wo die soll sein. Dann können wir hier reich in Haus gehen, das ist das Tagsklagte. Dann können wir hier reich in Haus gehen. Hier ist noch eine Begebenheit in Lukas 22. Und das ist gerade die Begebenheit, wo Jesus, wo Jesus da so in den, ab den Olivenboy geht, ne, die, da so, wo Jesus hinging und mit den Tod kommt von dort. Was wir dort mal lesen. In Lukas 22, Vers 39, da fängt das an, bis 42. Und als er rauskam, ging er so als gewöhnlich in einem Olivenboy, und seine Jünger kamen mit ihm. Und als er da kam, seht er zu ihm, bet, dort die nicht in Versegnung geraten. Er trug sich von ihm ungefähr so weit weg, als einer einen Stein schmieden kann, und kniet sich in Bett. Hier ist Einheitslehr, was wir hier wollen sagen, klar merken. Jesus deutet, zu wissen, dass das er ganz allein. Ich meine, dort wird wie sein, wo hoch viele wollen, euer sein sein, dass wenn sie zu ihrer Radung und zu das, was das Radungswerk selbst getan haben, dann würden sie diese Schriftstellen machen verdrehen. Da würden sie machen sagen, Jesus, der möchte einen Gebetskranz mit seinen Jüngern. No, er reiht sich von am Weg, so wie das einer einen Stein klettern kann. Erstmal, dass wir so weit, dass das nicht mehr wird hören sein, was Jesus zu beten deutet. Oder das wird so weit sein, dass einer muss ab ihrem Smatten danach besonders und so was, oder danach. Dass einer wird verhebs nicht ganz neben dahin kommen, was er da deutet. Er reiht sich weg von da. Und er betet nur für sich allein. Und sagt, Führer, wenn du dort so wärst, dann nimm das Liedenskoffer von mir. Aber dort soll nicht so werden, als ich will, aber so, als du wärst. Das tut er allein. Und er ist dort, wer du wirklich weißt, gib mal, ich tue das nicht in mein eigenes Gefühl nur. Ich tue das nicht, so dass mir das jankert. No, vorher, wenn du das dort wärst. Und hier müssen wir uns mit anholen und müssen wir uns mal selbst fragen. Wenn wir Gott am Wort beten, beten wir zu Gott, all mit der ganz vorige Geduld, was wir haben. Wir haben das alle in uns gehabt, das wird muss passieren. Und Gott, das ist, was ich verlange. Das ist unsere Einstellung. Und da wird wir uns zurückkehren und wird wir sagen, oi, ich habe Gott so fair und will fair sein, und ich habe eben gegen Gott in Welt gebet. Wird wir dort machen in uns Leben fair und tun. Und wirklich, wenn wir kicken dann, yes, wir haben so fair in uns einen Welt gebet. Und dann haben wir wollen, Gott soll sich von Thron raufstehen, und er soll sich damit in uns gehorsam sein, was wir denen kommen fair sein. Weil so das würde Hegler beten dann. Und wenn wir mal kicken dann in der falschen Religion, was die Christen nennen, besonders in der katholischen Kirche, das so lastelig, was passiert, und was die glauben, oder was sie sich deutlich merken, dass einem ein Grüssel durchgeht. So ist zum Beispiel, dort, wenn der Priester erst das Brot abheben, was soll er dann brücken, was soll dann er aufmulnen. Und dort soll dann wirklich glauben, dass Gott demütig sich dann in kann rauf in das Brot nehmen. Dass der frisch kann geopfert werden. Like so eine Lasterung. Dass einem die harte Beuge tun.
Nee, wer ist das Gott? Doch wie würden so eine machen zum den Däumchen? Du wegen erst die Frau. Wann wir beten tun? Komm ich mit einer Anstellung für Gott, was ich mir auch klar gemerkt habe, wo das soll uitvallen. Oder komm ich mit der Anstellung, dass Jesus selbst für Gott kommt und sage ich nicht, so ist nicht, dass ich das will, vorher, dass du das willst. Even wenn er pracht, ist das nicht möglich. Und wenn er hier sagt, es ist nicht möglich, dass du das Leidensgefühl kann verbiegen. Und du hast auch viele eine ganze Reihe von Predigen von gemerkt. Nee, nicht gut Ding. Du, auf einmal wird Jesus das an, was er doch wird leiden, machen, wo schwer das doch wird sein, und dann wird am das schier leid. No, das wird am nicht leid. Was ihr wollt uns das sagen, das ist mir so bitter ein Thema, was ich hier nicht übermangt. Was sag ich uns das? Dass Jesus sagt, es ist doch nicht möglich. Was will er uns mit das wiesen? Mit das wiest er uns, du wirst kein anderer Weg. Wenn die wollen gerat sein, wenn Gott soll diese Sünder, diese Fien raten, diese ihre Sinn auflöten, wenn er soll zu Gott holen, dann muss er das wer betun. Du hast kein anderer Weg. Was bedeutet das noch? Wenn die wird auf den Thron sitzt und der Bück in der rechten Hand hat und die fragt, die wird der Lüd geraubt, wer ist ein Sturm, das Bück zu nehmen? Und du nennt dich. Und du wie keiner gefangen, Himmel oder ab ihr oder unter ihr. Das ist dieselbe Diedung. Du wie kein anderer Weg. Du wie auch sagst keiner. Was uns der Radung könnte wegschaffen. Das wird uns hier anwiesen. Du wie kein anderer Weg. Und der Führer hat auch keinen anderen Weg. Und wenn er das all vorher gesagt hat, wo er das will, wird er ihn nicht ändern. Das wird uns hier wiesen. Du wie kein anderer Weg. Und der Führer hat sich dort von Ewigkeit her so ist das gewählt, das was ich will, und er ändert nicht. Even wenn sie ihn einer sehen, du am Prachen dat. Was von will, glaube ich, wo wie Gott nicht ändern? Oder wo wird Gott nicht sein will ändern, wenn wir wollen vorankommen? Ist das nicht, worum wir sagen, dort, wenn wir nicht den Führer sein will beten, da wird er dort alles so tun. Das ist Jakobus geschrieben, das. Du sind Menschen, die kommen in eine Stadt, und dann werden sie sich einig, was sie wollen. Sagen sie, wir wollen mal ein ganzes Jahr durch Business treiben. Und dann sagt Jakobus, geh her, die wollten ja nicht nur, was morgen sein wird. Wer sei je zum sagen, was die wollen tun? Sagt er, du wegen soll wie sein, wann das Gott sein will ist, dann wollen wir das erjagen tun. Even im Titelchen schaffen, soll wir das so klar haben. Wenn das Gott sein will ist, dann wollen wir das erjagen schaffen. Und was dann, wenn das aber immer nicht Gott sein will ist? Wo wir dann gefrustriert, wo wir dann verdrisslich über dort. Weil das ist ein Kampf, was wir zu kämpfen haben. Was passiert dann, wenn uns mal die Dinge nicht so flaschen, als wir uns das ewig geteilt haben? Kommt der Verdruss danach mal machen? Und wann? Warum? Wenn es das nicht nach uns will gegangen. Das woran wir verdrisslich waren. Und das woran wir mal tauschen, wir haben durch gesündigt, wenn das dort ist. Und wir haben irgendwo gegen Gott sein Will gehandelt. Und das woran wir jeder Tag Buße zu tun haben, wenn es das kommt Meister an, dass wir nicht jeder Tag verdrisslich waren. Wenn es meist jeder Tag passiert, was wir nicht angeteilt haben oder was wir nicht gewollt haben. Wenn wir in Gemeinschaft sind mit Gott, dann sollen wir immer das im Gedanken haben, Gott, wenn das dein Will ist. Ich will, dass du wirst. Aber wenn wir dort nicht würden können tauschen und sagen, ich will, dass du wirst, dann würden wir viel mit uns leben. Das ist so, dass wir so wollen als heute. Wir wollen für und anders. Wo wollen wir dann machen beten? Und an mein Will, Gott. Gib mir den Will an. Das ist so, dass wir von der Natur an Gott sein Will tun wollen. Der Einzige, was du kannst sagen, dass er von der Natur an, von klein an Gott sein Will tun, dass wir in Arm, dass er das will, dass wir Christus. Und wir würden uns hier auf einmal selbst gerne erheben und sagen, oh, ich kann noch immer Gott sein Will. No, ja, nicht. Und wir tun noch immer schwor Gott sein Will.
Even wenn wir wahre geboren sind, even wenn wir alle nicht hart gekriegt haben, erst das schwor, dass wir das sein können, dass wir immer mit Gott sein Welt mit einverstanden sind. Und das wurde das so neidig erst, dass wir Gott am Genut freuen und dass wir Gott am freuen, dass er uns mag ändern, dass wir auch so wollen als er. Aber Jesus sagt, wenn die beten das, dann go in die Stube und beschließt, der hängt die taub. Und bet du im Geheimen. Gott wird im Geheimen sit. Der wird dir das öffentlich verjagt. Der wird dir das öffentlich belohnt. So, das so eine Schrift steht, wo viele andere das auch wieder in Kontext genommen. Und die würden dann dadurch, wenn es hier auf der eine steht, dass das sagt, würden die sagen, okay, das sind alles Falsche, was die Top kommen in Gebet stehen haben. Also ich gehe tief in Bett für mich allein. Weil du siehst das. Aber meint Jesus damit, dort wir nicht gemeinschaftlich beten. Wir haben genutzt die Siege besäumt, dass wir das geht um Gemeinschaft haben mit Gott. Das Beten, das geht, dass wir eine enge Verbindung mit Gott haben. Meint dort, dass das alles, was wir tun, verbeugt Jesus dort dann, mit dieser Schrift steht, dass wir nicht sollen gemeinschaftlich beten. Wenn es von dort so gemeint wird, dann haben die Gänger, dann hat die erste Kirche, dann hat Paulus das Gebot weit gebracht. Wenn du so wie die kommen taub, die wären gemeinschaftlich taub. So, wo wollen wir dann von das merken? Das Wichtigste ist, wo immer wir sind, dass wir gemeinschaftlich beten, dass wir apart für uns allein sind, wenn wir uns gesehen beides zu tun. Dass wir als Gruppe beten, dass wir als Familie beten und dass wir ganz persönlich Gemeinschaft haben mit Gott. Das ist allerwichtig. Wenn es das so wie an der ersten Kirche, so wie das, was passiert. Die kommen taub zum Beten. Du, wenn jetzt kann wir das nicht, was wir jetzt gelesen haben, in so Teilen, das ist der einzige Weg, wo wir beten. Ich beschließe mir in eine Stube, dass keiner das sein soll, und dann wenn ich die Stube sehe, dann hat nichts mit dem Gebet zu tun. Das ist nicht, was Jesus uns hier lernt hat. Wenn die Kirche wies uns dort, so ist die Kirche da anfangen, und so ernstlich ist das gemeinschaftliche Gebet ernst genommen, wenn ich hier in Apostelgeschichte 4, Vers 23, Apostelgeschichte 4, Vers 23, das ist, wo Petrus und Johannes werden freigelassen. Und wir werden für gerecht geschlagen, wenn es wie ein Wunder passiert, so haben das Evangelium gepredigt, noch viel mehr Menschen kommen zum Glauben, und das euer Ernst so sein. Wem euer das? Die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Gott seine Fein euer das zu sein. Und die wollen die Gieren sein, dass sie euch können strufen. Bei den Fungen können Ursache. Wenn es wir Towiten breit bekommen, sie können mit ihrer Hängerlasse Weh, wo sie mal Menschen rechnen, nicht durchkommen, das Moral. So, sie bleibt das nicht ewig als entgehen lassen. Aber in der selben Zeit, wo sie für das gerecht werden, was passiert? Die ganze Gemeinde, die wird abgekommen, hat ernstlich für ein Gebet. Haben sie da für jeden eine Stuhl, wo sie in jeder einer Jüngern beschließen? No. Warum mal das lesen? Apostelgeschichte 4, Vers 23. Und als sie am Horden gehen lassen, kamen Petrus und Johannes ne Ehre Lied und vertalten am alles, was die hohen Priester und Ältesten zu ihm gesagt haben. Und als sie dort hielten, fingen sie alle teglich an zu beten und seden zu Gott. Alle teglich, hier so, sie sind die alle taub gemeinschaftlich. Herr, du bist Gott. Du bist der Gott, der Himmel und Erde, und das Meer und alles, was die Bahnen erst gemerkt haben. Und du, da du durch deinen Knecht David, durch den Helden Jesus gesagt hast. So, das wir nu, wo sie einfach, du alle zu beten und sie wieder mit einverstehen. Und was hat der Knecht, was hat David all gesagt? Was hat er all vorhergesagt? In Psalm 2 ist dort, was sie da nu erwähnen. Wenn wir beten, wenn wir taub kommen und beten,
Weet je wat, dan wordt immer met de schrift stemmen wat we beten doen. Dan wordt we immer dort erheben, wat de schrift erheben dat. Wo de schrift van reden dat. Waarom is het so gefährlich, wenn wir anders beten würden? Weet je wat, einmal hastig, dann fängt es an, wichtiger zu worden, wo es mit meiner Gold steht, als was Jesus geredet hat. Ehrlich. Wenn dort ist nicht mal in der Schrift nur geht, dann wird es bald nicht mal in Gott sein Willen gehen, was ich beten darf. Dann sie echt bald mal wichtiger, als was die Schrift sagt. Und so, was tun sie? Sie beten hier. Und sie beten hier, das selbe, was der König David hier in Psalm 2 schreibt. Er sagt, warum sind die Felder so wahre spannend in den Menschen plunen Dinge, wo nicht der Hänge ist? Die Königs auf die Erde stahlen sich gegen an und die Lehrer stunden sich taub gegen den Herrn und seinen gesalbten König. Sie sagen, weil wir ihre Kinder verrieten und die streng wegschmieden. Aber der, was im Himmel auf den Thron sitzt, lacht und merkt an zum Spott. Er wird in seinen Euer zu anreden und an mit seinen Wort Ängsten. Und so, das ist, was sie da beten. Und Kimmel, Gott, das hast du dir all gesagt. Stimmt nicht korrekt, was da passiert. Kimmel, das, was die Jerusalem waren proben, die nicht Knechte bestellte merken, die wollen die berichten, dass das Evangelium nicht soll gepredigt werden. Sie sind 100% in Agreement mit der Schrift, wenn sie beten tun. Das ist, was wichtig ist. Dass, wenn wir beten tun, dass wir mit der Schrift mit einverstanden sind, wenn wir beten tun. Und wenn Gott irgendwas geplant hat in meinem Leben, dann habe ich keine Freiheit. Die haben irgendwas in meinem Leben, was mir passiert, vielleicht physisch, eine Krankheit oder was immer passiert. Ich habe kein Recht vor Gott zu kommen und sagen, Gott, warum ist das? Ich danke dir doch. Da war mein Missionary, der hat einen Argleich gehabt. Und den sie Bein wie so sehr verletzt, der haben muss das Bein aufmerken. Ich glaube, ein paar Knäuer, ich weiß nicht, aber der haben das Bein müssen lang aufmerken. In dem Moment, wo er da im Hospital liegt, in Uthal das, heißt er doch ein Missionary, und nu wird gesehen, sein Weg, den Missionarbeit tun, bis wir ganz abgemessen sind. Like, wo wird er sich nie bewegen? Dass zu der Zeit, will wir mal sagen, wird es noch beschwerlicher, wohin zu kommen. Ich glaube, das wird zu 1800 Jahren passiert. Und das Missionary, dem bleibt das nicht ewig und sagt, ich kann das nicht verstehen, warum das passiert, aber Gott, du weißt. Du weißt korrekt, was die mit etwas beschäftigen. Und so, er halt ut, und so, dass er zu der Zeit wird, wenn er schwer utgehalten wird, und der hat noch weh, wenn man sagen, das ist ein gemerktes Bein mehr. Und dann zu der Zeit wird, zu so was dort wird mit das Kork gebrochen. Das sehr weget halt oder mit so was, dass ein bisschen Dollar soll du noch halten. Anyway, das wird von Bein, gemerkt, das Bein er hat, und er kam halt ut, und er fängt an, Mission Trips zu fahren. Und sie ruhen auch waren an. Und am Seiherzholm fingen sie durch eine Insel, wo sie herruhen. Und sie landen an der Insel. Und der Insel, wo sie landen, da sind wilde Indianer. Cannibals. Das wird, weiß ich vielleicht alle, was das meint. Das sind so eine, was würden Menschen essen. Und wenn du, und das wären Indianer, was so gehasst wären, zu irgendeiner anderen kleine Menschen, zu irgendeiner anderen Rasse Menschen, als bis zu ihrer eine. Und so, du lohnen sie. Und die nehmen ihn durch Fuß. Und die wollen ihn durchschlagen. Und dann sagt das Missionary, euer gehen schlagen tun, weil ich die Bus mit, weil ich sage zu den Chief, euer gehen mich schlagen tun, weil ich die erst ein Beat geben, dass die da proben kann, sein ist die uns überhaupt gleich. Und dann schnitt er sich ein Beat von das gemerkte Bein auf und jaft er den Indianer dort zu schmecken. Und dann spricht der Indianer dort und dann sagt er, me not like you. So, er gleicht das nicht.
Aber somehow das nimmt sich wunderbar rum. Du hast kein Missionary jemals könnt das Evangelium daheim bringen. Wenigstens die haben sie alle angebracht. Und somehow nimmt sich das so rum, dass das Missionary, was ja in 3 Jahren im Bad lag, und wisst nicht, was das überhaupt zu bedienen hat, dass ich so ein Argleich haben ist das. Und ich habe das nicht können verstehen, was jetzt da an. Da predigt nur das Evangelium da. Und Gott wirkt da, und die Menschen kommen zum Glauben, und das jaft du nicht christliche Insel. Die hier macht ihr alles Leben ab. Und sie ändert, das ist eine große Änderung, was da auf der Insel passiert. Und Luther, hast du noch eine Geschichte von der selben Insel, was da passiert ist, aber im Tietzholm. Aber was will ich sagen mit das? Guck mal. Gott, der hat seine Wege, wo er schaffen hat. Der hat die Wege, wo er schaffen hat. Und willst wie Gott ohne kann, ist allweitend. Der weiß auch kriegt, was er tut, wann er was anfängt. Wenn du hast das eng allfahrig, wo das was utkommt. Nou, wenn ich rede von einer Gott sein Welt beten, und wo fällt das so schwer ist, woran denkst wie kann ich sein, wo das was utkommt? Und wir glauben, wir haben eine bessere Idee als Gott. Dort ist die Ursache, woran wir fällen jammerieren und uns nicht, dort wir nicht mit einverstanden sind, wo das utkommt. Und dort wir würden Gott wollen fair sein, leben anders. Aber jemand wird das verstehen, als Gott weiß all, was er will. Und in uns Tags ist das all, Gott weiß all, was ihn will, geben hat beten. Aber ich will nicht kommen, uns gemeinschaftlich beten. Wie soll in der Schrift Fall von dort? Wie soll noch eine Schrift steht in Apostelgeschichte 50? Und wir können mit der Schrift beweisen, dort ist biblisch, dort ist, wo die Kirche das hat. Sie würden das Gebet vielleicht viel ernster nehmen, als wir das von der ersten Tag nehmen. Und especially wir kommen von so einer Culture, wo sehr leicht sich schämen würden zum Beten. Like, uns Hintergrund ist wirklich sehr flach gegründet auf dem Gebet. Wieder in uns Tags, wo wir das sein, dort, womöglich ist uns Grund von Beten, bloß gegründet ab viel wird mehr. Nicht ab Beten, bloß ab, was nur sei. Aber da waren wir nach Luther loten, wegen ich sage, wir wollen nicht durchkommen von der. Und so, da war wir in die nächste Botschaft machen. Aber was ich hier auch klar merken ist, die Kirche wies uns dort, und Jesus selbst, der betet öffentlich für, dass die Menschen haben alle Hirten. Und die Kirche wies dort, dass sie dann alle gemeinschaftlich beten. Dort Jesus sagt gut, in die Stufen und du betest für Gott allein, dort meint nicht, dass das ausgecancelt ist, dass wir gemeinschaftlich beten. Wie soll noch eine so eine steht, das steht in Apostelgeschichte 20, Vers 36. Er sagt, und als er das gesagt hat, wer redet hier? Hier redet von Paulus, er wird auf eine Stadt vorbeigereist und er ruft alle Ältesten zu haben. Er will hier mit der reden, er will nicht noch zu viel Zeit sparen, er war in Jerusalem. So er kriegte du in mehr und du hast eine lange Rede mit ihm und halb ihn denken und halb ihn das denken, das ist das letzte Mal, was ich irgendwo sein. Und das dort vermohnt er durch, dass sie machen standhaftig wieder ihre Arbeit tun, über das, was Gott ihnen hat eingestellt. Und das heißt, für euch hat mit reden. Sagt, als er das erst gesagt hat, knallt er sich mit an aller Taubduhl in Bett. Ja, sein? Sie werden der aller Taub. Und das wir nicht, was einfach ist. Das wir, was ein Deub am Hart ging, am Wort ging. Erstens, dort lieber Paulus, dass sie den nicht mal sein würden. Das nächste Ding ist, dass wir noch eine frische Bestätigung, Gott hat ihn euch gestellt über dich, du wollen schwere Tiden kommen, die wollen euch geredet worden, das wird schwer sein. Wie viel ernster ist das dann, wie viel neuer ist das dann, dort wir beten da, nicht? Dann sage ich, und sie hielten alle taub, und Pfoten am Arm, und küssten Arm. Aber was am traurigsten merkt, wie dort Paulus gesagt hat, dass sie an nicht mehr sein würden. Und sie gingen mit Arm taub in einem Schab. Und so, hier sehen wir dort, das ist nicht, dass wir nicht in der Leben haben, einer zum anderen. Dass wir eng verbunden sind als Kirche, einer mit den anderen. Of course wir sind. Wenn wir das waren arg
nehmen, wenn wir das in jeden Kontext nehmen, dann wollen wir auf einmal bei diesem Punkt kommen und sagen, okay, ich gehe und beschließe mich in meine Stufe, ich bete Gott allein und mit den anderen nichts zu tun. Das ist nicht, was da so viel passiert. Die Gemeinschaft zwischen den Nächsten ist nicht so wichtig. Ich sage, das eine Part auch ich verstehen. No, hier sei wir was ganz anderes. Hier sei wir dort, wo verbunden sie werden mit Paulus, wo traurig endet mir. Und so, das ist die Sache, wo wir mal abpassen, dort, wann wir die Bibel studieren, dort wir nicht einen Punkt studieren und nehmen dort als einen Hauptpunkt und dann alle andere von der Bibel vergessen. Was wir machen tun, ist, wir machen nur kicken. Jesus lehrt ans Wort, das ist ein Timer, das ist eine Lehre, wo wir würden machen sagen, hey, wie ist uns dort, was du wichtig ist, wenn wir beten dort. Dort ist dort unsere Gemeinschaft zwischen uns und Gott die Hauptsache ist. Aber dann sagt Johannes dort noch, wo kann ihr sagen, dass ihr Gott leben, wenn ihr jenen Nächsten nicht leben dort? Also, das ganze Neue Testament ist voll von enge Gemeinschaft auch sein mit unseren Nächsten, mit der Kirche, mit den Gläubigen, ganz besonders mit den Gläubigen. Und du wegen Rot, ich will das hier aufschließen wegen Titzholm. Ich würde dir gleich tun, wenn ich kann, dass die Punkte noch anschieren von viel Wiederbrücken, und wo das bis die falschen Propheten wären, wo du an allerhand wunderbare Details merken und viele Wiederbrücken und Glauben, den zwar würden sie Gott seine Kraft aufrauben und all das, aber wir können wegen Titzholm das nicht, da war ich das nächste Part schauen. Aber hoffentlich von das, was wir hier von der und gesehen haben, ist, dass wir das, die Anstellung im Gebet, die Anstellung, woran wir beten, dass wir uns das machen lassen, das gehen lassen. Als Kirche, weil wir da anwachsen. Wir wollen nicht bestehen bleiben, als Kirche, wenn wir nicht eine betende Kirche sind. Wenn wir nicht das ernst nehmen, wenn wir nicht dort in Gemeinschaft sind mit Gott und wenn wir nicht dort in Gemeinschaft sind mit einander, dann verfällt das. Und das, woran wir uns mal denken halten, das ist korrekt, woran Gott uns hier geführt hat. Das ist korrekt, woran, dass diese tiefe, enge Gemeinschaft zwischen uns und Gott ist und zwischen uns und den Nächsten. Und dass wir diesen Zweig ans Gebetsleben verbessern, dass wir da an Wurzeln tun. Und wenn wir sagen, wir haben ans Gebetsleben, das ist all weit verbessert, dann sagt Paulus, nicht gut, du noch einen Tod zu nehmen. Er redet dann eben so mal von Leib. Zu der Gemeinde. Einer zum anderen sagt, aber ich würde dort noch Tod nehmen. Wenn wir uns kommen auf dem gemütlichen Stuhl und sagen, ich habe das Gebet, ich habe das, no, wir haben immer zu waschen. Wir haben immer Tod zu nehmen. Wir wollen nicht, wie kommen kart, wir haben, solange wir in diesen gefallenen Körper wohnen, dann haben wir uns zu verbessern, dann haben wir uns dort unsere Gemeinschaft mit Gott, dort unser Gebetsleben verbessert, dort wir nicht so sein, dass die Kirchen Laodicea, die sind auf einmal hastig in den Städten Jerusalem, wo sie sagen, ich hab voll ab, mir fehlt das anders. Ich sehe all fertig, ich habe das alle getan. Nee, du hast nicht. No, du hast immer zu waschen. Und dort bei den Tag, bei Jesus Christus kam. Amen. Wir schließen. Lieber gerechter Führer, wir kommen hier nochmals für dich. Und ich frage um Vergebung, dort einer den Wort nicht kann klarer von der Tag bringen. Du so viel, wenn er soll noch hingehen, du sind so viele Dinge, was er soll erwähnen, und einer wird einmal mästerchen unter, wenn er das alle teglich will. Aber Herr hat Geduld mit uns. Und ja, von deine Weisheit, wo wir den Wort studieren können und wo wir wissen können aus der Gemeinde. Aber ganz besonders nicht, was wir haben, das Gebet euch hast. Herr, möchtest du uns alle ein Hort geben, was du ein Gebetsfall ist, was du immer das voll dringend nötig ist zu beten. So ist Paulus Timotheus denken halten das. Und macht dort unsere Hauptsache sein, nicht bloß durch dieses Werk, aber durch uns Leben. Dort wir machen, wissen du an, dass wir das immer da machen sollen, wo nötig das ist.
dat we gebetsvoll zijn, dat we niet dienen wel nu beten, dat die Gemeinschaft zwischen ons en die en zwischen ons en onze nächsten, dat wussten dat. En Herr, ik bid ook, dat die mocht die genood rechtlich beweisen, ook door, wo die Menschen die nicht kann. Door, wo die gelastet haben, door, wo die nicht haben wollt von die. Aber doch du so kannst die den starken Arm wiesen, wo groß der ist. Und dort keiner die lasteren kann. Dort die immer das letzte Wort zu sagen hast. Und Herr, ich bete auch, wenn die dann eine große Strafe kommen lässt, großen Schulden, Herr, macht dort physischen Schulden gegeben haben. Aber Herr, macht das halten. Dort dadurch mehr Menschen abwarten und mehr Menschen sein, was sie bis getan haben. En dat er dort die kerk immer dollar wassen mag. En Herr, dat die dat immer weer frisch bewiesen is, dat jeder Knoi sich für die been dat. Als die willen er nicht, die moeten op plaats toestaan dat du Herr bist. En du dank wie die für. En Herr, ik bid ook voor ons als kerk, dat we dan niet dadurch mogen glücklich worden. En zo talen, ons fehlt het niet, we haben al zijn nog gewassen. Herr, immer dat toestaan, we haben nicht. We haben nog veel te wassen, we haben nog veel te nemen. En du bid ik om die genoeg, dat die kracht groot dat mocht werken in ons, dat we het nemen. En Herr, ik bid ook voor de regering, wat die ons gegeven has, in onze Nobelanden, ook in ons eigen land. Dat die ook mocht zo wezen, dat die Herr bist. En wenn sie die ook niet kennen, wenn sie die ook verachten doen, Herr, die bist doch der Gott. Der wird jeder Staub von jeder Staub kontrollieren, dat zijn dienen mag. En wenn sie auch glauben, sie fährten je in die, haben sie danach mal bis gekriegt, dat je doen, wat die al bestimmt hast. En Herr, mocht die auch du wiesen, dat die Herr bist. En mocht die en gehorsame Horten geben, mocht die dat alles lenken, dat die nicht kann wassen, en die wird sich verspreiden. En Herr, ik bid ook voor Kranken, voor die wat du lijden doen, en besonder voor die, wat nog niet de Klarheit haben, en überall lijden moeten, en dat niet verstaan kan, waarom sie lijden moeten. Herr, mocht die ook du so an der Arbeit sein, mocht die du Horten opdagen, en mocht die dat du wiesen, dat wat wichtig is, dat we gezond zijn in Jezus. Wenn ons Körper auch langsam verfällt, wenn er hier auch langsam sterben wird, Herr, muss die uns dort wiesen, dass dort die Hauptsache ist, dass wir jährlich gesund sind, dass wir mit die ein wollen. Herr, muss die das alle geben in Jesus' Namen. Amen.